Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Schweizer zu der nächsten Runde Kingdom Hearts 3. Wir befinden uns kurz vor dem Endboss von der Welt von der Monster AG und ich freue mich schon ziemlich drauf und ich würde sagen, kein Bangel und let's go! Ja. So, fängt da gerade ein Szenario oder muss ich da dazulaufen oder... Okay, alles klar. Everybody look for Boo's door. Oh. Randall. Didn't you learn your lesson with that pile of junk fiasco? Oh, I learned a lot. Oh. Wait, Mike. Something's different. Oh, please. It's just more junk. An unversed! Mike, time to reach down and let the scary out. Oh, I'm ready, Sully. I'm ready! Finally. This is exactly what I need to take over the company. But first, I am getting rid of you. Attack! Besiege den riesigen Unvisierten. Okidok, also unsere Aufgabe ist dem eins auf die Rübe zu hauen. Es sieht jetzt aber nicht wirklich so schmackhaft aus, gegen den wirklich zu kämpfen. Muss ich da jetzt gerade mal ehrlich dazu sagen. Der sieht so schleimig aus und hat alles so Schreidosen in sich drin. Das macht mir schon ein bisschen ziemlich Angst. Ich gerade einen Schreistreich, tun wir mal einsetzen. Sorry, dass ich mal am Anfang ein bisschen aus dem Weg gehe, aber ich würde gerne sehen, was er so für Attacken gegen uns anwendet. Weil ich denke, der Bosskampf sollte ein bisschen schwieriger sein, als ich erwarte. Super ausgewichen. Also du slidest einmal, zweimal, dreimal slidest du durch. Das ist ziemlich gut zu wissen und du bist eher auf Feuer basiert. Dann versuchen wir mal, dich anzugreifen. Ich denke, das sollte ein guter Moment sein, wenn uns das Feuer nicht gerade alles kaputt machen würde. Illusionsstab ist eine ziemlich gute Machenschaft gegen dich, mein Junge. So, ich würde sagen, probieren wir am besten einfach aus der Ferne mit unseren Doppelgängern ein bisschen mehr anzugreifen. Wenn wir schon den Vorteil haben, dass wir das einsetzen können. So, das macht setzt ihm auch ziemlich gut zu. Jetzt muss ich einfach aufpassen, wenn es das nächste Mal losslidet, dass man benutzt wieder... Nein, Feuer, ja! Voilà! Oh, jetzt habe ich es gerade noch ausweichen mit unserem Finale, dass uns das Drecksfeuer nicht trifft. So viel, das setzt er auch noch ziemlich zu, du kleine Ratte. Aber es sieht so komisch schleimig aus. Es sieht aus, als würde er gerade nochmal anfangen loszujumpen. Jetzt muss ich aber schauen, wenn ich da am besten davon komme. Unser Leben ist fast am Arsch. Der liebe Donald hat uns gerade noch retten können. Oh mein Gott. So, nimm unseren Goofy Bomber und wir aktivieren Flutform. Bin ich gerade ziemlich froh darüber. Dann können wir uns wenigstens ein bisschen teleportieren. So, das bleiben wir jetzt einfach mal drauf, solange er da keine Gegenaktion plant. So, ich sehe gerade ehrlich gesagt selber auch nicht wirklich viel. Ui, einfach draufbleiben. Come on. Solange wir die Flutform aktiv haben, sind wir im Vorteil. So, er ist verschwunden. Das heisst für mich... Wow, okay. Also er versucht uns... Was sind das? Alles alles so klebrig, schleimige Hände. Und er hat sich irgendwie so eine Art Vampir-Dings verwandelt. So mit Flügeln. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt einfach mal auf dem Draufziehen. Ich glaube, es jetzt nicht an den Rand rauszugehen. Die Hände versuchen uns Schaden zu machen, darum tut er uns auch immer wieder gegen rausstoßen. Aber wir haben etwas, was du nicht weißt, und das ist... Fokus! So. So, jetzt kann ich mich mit dem nämlich an dich teleportieren. Voilà, unser Schreistreik. Wir bowlen jetzt den lieben Golslalski in dich rein, auch wenn wir praktisch nichts sehen, dank dem Schleim. So.
Ich muss jetzt sagen, das ist ein ziemlich unübersichtlicher Boss. So im Großen und Ganzen, aber man sollte jetzt eigentlich gut mit ihm aufnehmen können, wenn er nicht die ganze Zeit so einen Windstoß vor sich geben. So, Illusionsstab setzen wir gerade mal ein. Dann muss ich nicht mal in deine Nähe, sondern kann wirklich auch, wenn du mich rausstoßen mit meiner lieben Illusionen. Er ist verschwunden. Was hat er als nächstes vor? Er nimmt wieder seine Form von vorher an. Das heisst, jetzt leidet darum, die Hände verschwinden auch. Okidok, das heisst, es war eher eine Zwischenphase gewesen. So, Finale. Wir haben es fast geschafft, noch 2 Balken hat er und ich glaube, wir haben uns noch ziemlich gut, also das extra Leben haben wir bis jetzt auch noch nicht ausgebraucht. Und wenn wir uns schon in der Luft befinden, dann heizt sich ihm doch noch der Goofy Bomber auf den Schädel drauf. Und er taucht genau in der rechten Zeit ab, jetzt bist du wieder am Umsliden. Ich muss schauen, dass ich da irgendwie mit dem Feuer besser ausweichen kann. So, versuchen wir gerade mal so drauf zu bleiben. Das heisst für mich, jetzt muss ich einfach versuchen, aus dem Weg zu gehen. Wir hätten nochmal eine Wutform zum Aktivieren. Oh nein! Oh, unser Extra-Leben haben wir doch noch gebraucht gegen den Boss. Gott sei Dank kann ich mir das vorher noch käufeln. Ich benutze direkt nochmal die Wutformel. Wenn er so umslidet, ist das schon ziemlich eine Herausforderung. So kann ich mich wenigstens die ganze Zeit durch die Luft teleportieren. So, draufbleiben, 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 draufbleiben. In der Wutform sind wir im Vorteil gegen ihn. Oh, wo bist du jetzt wieder? Versuchst du... Okay, wir befinden uns nochmal wieder in dieser Zwischenphase. So, er wedelt uns eigentlich die ganze Zeit richtig hinterher. Zu seiner Hand. Ach, da hast du fast gar keine Chance, dich irgendwie zu wehren. Ich meine, der tut ja alle 2 Sekunden rührt er mich gegen hinterher, selbst wenn ich gegen ihn führen gehe. Also ist jetzt eher die Frage, soll ich jetzt auf die Hände losgehen oder soll ich jetzt wirklich probieren, auf ihm drauf zu bleiben? Das ist noch eine gute Frage. Ich versuche es mal mit unserem Fokus nochmal. So. Das hast du jetzt nicht erwartet, mein Junge, hä? Nimm das, du hässliche Fratze, hä? So, das mal. Jetzt dürfen wir einfach gar nicht mehr sterben. Wir sind am letzten Leben Balken dran. Gesehen, er tut jetzt wirklich da alle 2 Sekunden mich da hinten wedeln. Also ich habe fast praktisch keine Chance, irgendwie überhaupt etwas zu machen, ehrlich gesagt. Ich versuche jetzt da mal mit dem kompletten Fokus einmal auf dich drauf, um dir versuchen, den letzten Balken so abzuziehen. Und das sieht ziemlich gut aus. Wir haben weiter an Max LP gestiegen. Nice, nice, nice. Haben wir den Boss doch noch besiegt im ersten Versuch. Die schleimige, dreckige... So, mein lieber Randall, was sagst du jetzt dazu? Hä? All right, and in you go. There's no place for you here anymore, Randall. Now we're in the business of making children laugh. You think it's funny? Hilarious. The more that you whine, the funnier it gets. Enjoy your extended vacation. You clowns are gonna be sorry when I find my way back and I finally take over this place. Gators in the house again. Are you kidding? Oh, this time he's in for it. Come here, you! Oh. Get back here! Gotcha. So long. Smell you later. And now we just need to do one last thing. Hang on. I have a way to lock him out.
can't tell him that. Oh. Okay, Boo. Time to go home. You must be tuckered out. But we'll play together real soon. What now? Okay, also so wie es aussieht, werden wir gerade weiter ins nächste Szenario wandern. Also es könnte sich ein Zeitchen noch ziehen. Und ich lehne mich zurück und genieße und wünsche euch eigentlich nur genau dasselbe. Zu dem hammergeilen Spiel Kingdom Hearts 3 auf Schweizerdeutsch. Who are you? Gotta say, that strange facade had me fooled at first, brother. Oh, wait a sec. Oh yeah, you were at the cathedral. And hey, who are you to call anyone strange? Say, do we know this guy? We haven't ever met in the flesh. I am Vanitas. Oh, this is the part where you spout some mumbo-jumbo and disappear, right? This whole world was powered by Scream. They converted the screams of human children into energy. And this very company was what made it all happen. It's as rich a source of negative emotion as we'll ever find. For the last time! We already stopped doing that! Did you? Then how do you explain all these canisters of surplus Scream? This facility was everything I could hope for. And I was lucky enough to find a pawn whose heart was darkened by thoughts of revenge. You mean Randall? All Randall ever cared about was winning. And this guy took advantage of that weakness. My heart is made of just one thing. And the Unversed collected enough screams and sadness from those children to reconstruct it. Yeah, and the whole time they were trashing our company in the process! But even with all this negative emotion, my heart is still incomplete. I need something else. The half of me that sleeps on inside of your heart. Vanitas! Ventus. What a strange place to slither off to. You insignificant speck. What are you talking about? Oh, you wouldn't remember. When you were little, you formed a special bond with a boy named Ventus who joined with your heart. Is he saying that one of the missing Keyblade wielders is inside Sora's heart? How is that possible? Now, you will return Ventus to me. Donald! Goofy! The king told us about this. Ventus wasn't able to defeat Vanitas. They struck each other down, and then the king said that Ventus's heart never returned to him. You're not gonna do that to Sora. No way! Stay out of this. Sora! Join your heart with mine. Need to look. Let me go! Over here, Sully! Close it, quick!
awesome! Thank you. We owe you. No, we should be thanking you. We never would have managed to get Boo this far if you hadn't come along to help. And finally, we found her door. Boo, I know how excited you were to come play with Mike and Sully. Sorry we dragged you into this. Excellent. You didn't scare with that face. Hey, you are way scarier. Gosh, I think you're both scary. What? Oh. Okay, Boo. Time to go. Kitty. We'll catch up soon, kid. Mike Wazowski. No, that's Donald, Boo. Mike Wazowski. Better. I'll see you, kid. Boo! So long! Sorry for all the headaches we caused. Don't mention it. And actually, it was kind of nice having a little adventure for old time's sake. Yeah, the flying and the falling. And hey, let's not do that paint thing again. But nothing like running for our lives to get the heart pumping. I had a great time. Donald, all you did was complain. I did not. Any chance that we can drop by again? The door's always open. And maybe Boo can join us. Yeah. Bye. For the record, I still get the most laughs. Happy exterminating! Thank you. Monstropolis und wir haben es geschafft und beendet und nehmen jetzt ganz langsam Abschied. Erhalten Frohklingen, ein Schlüsselschwert mit Fokus auf Angriff und Formveränderung, flinke Krallen, Doppeljojos. Und so wie ich es kenne, sollte uns das jetzt ganz kurz erklären, was die Doppeljojos so ausrichten sollten. Bin mal ganz gespannt, was jetzt passiert. We should go to the Realm of Darkness. No way. You can't go there until you get the power of waking. But come on, we have to do something. If we don't act, the organization's gonna win. Oh. Sora, do you even know how to get to the Realm of Darkness? Well, Riku and the King do. They won't tell you. Nope. Not until you complete your own mission. Huh? The king? Riku? Is this a bad time? Enzo. So, I have some news about Ansem's code, and the replica we need for Roxas's heart. Oh. And? First, the replica. Evan is still missing, but we found some of his research. I'll see what I can learn from it. You've got our thanks. As for Ansem the Wise's data, we've discovered a very interesting passage. I'll read you exactly what he wrote. I have discovered 3 unique hearts inside of Sora's.
One is Roxas. The second has been with Sora for nearly as long. And a third has resided in Sora's heart for even longer. Most of his life, in fact. This is a truly astonishing discovery. While these hearts have now melded with Sora, grown silent and indistinct, Sora retains the memories of all three. The memories have been compartmentalized, each placed in its own box, so to speak. I surmise the hearts can be awoken, provided that each of them is returned to the box that contains the correct memories. Unite the heart with its memories, and provide it a suitable body within which it may flourish. And I believe any or all three of these people can be made real again. Roxas and 2 more? Who else? Oh, thanks, Ienzo. Certainly. Take care. 3 different hearts. One of them's Roxas. The other one must be Ventus. You didn't believe what Vanita said. Well, it's kinda all we got to go on. Sora, do you know who the third one might be? That's all I can't count. Hey, that's not related. Donald! So, ich bin jetzt wieder mal am Dreischwätzeln. Jetzt haben wir ziemlich viel erfahren, ziemlich viel herausgefunden. Also 3 Herzen wohnen im Sora. Aber ich bin mir ziemlich unsicher, ob wir jetzt gerade spielen dürfen. Nein, noch nicht alles klar. Okay. Tell me, will you stay here? I can't shake the feeling that these waters touch another shore I've visited. The Destiny Islands. Oh, you've heard of them? Yes, they are quite lovely. A far cry from this wasteland. I'm staying. Someone will come for me. These waters are the in-between of dark and light. It shores the margins of day and night. They brought you and I together. So why not also you and another? Yes. Who's there? You. Master, I must have a word with you. Master? So now you mock me. Do you recall those experiments of the heart you bade me cease? Among the test subjects was a girl. She had lost her memory, just as I had. But you can reconstruct memories. You did with Sora. I believe you have seen the girl's memories. What is your question? Where did you put the girl? What girl? Very well. If you won't tell me here. I think you should go. A lost guardian of light? You wait here. For the king and his fool. Where's your Keyblade? Don't need it.
Come on, I'll go. You are wise. Poor thing. I mustn't leave you with nothing. Is this feeling? So, der liebe Xemnas von Kingdom Hearts 1, der Endboss vom kompletten Kingdom Hearts, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, der Typ hat Daqua, eine von der Hüterinnen des Lichts, einfach niedergestreckt. Der Typ mit den gelben langen Haaren kann ich euch gerade voraussagen, das ist der Ansem der Weise, über den wir schon die ganze Zeit redet. Aber wie es aussieht, sind wir noch nicht fertig mit den Szenarien. Wir schauen uns gerade mal an, was noch kommt. Hiya, Sora. Hey, Dale. What's up? Chip just got a message from Merlin. Chip, I got him. Hey, Chipper. Hi, Sora. Hi, Chip. Does Merlin need us for something? Yep, I think it's got something to do with some kind of book. He said he'll have a cup of tea while he waits for you. A cup of tea where? Oh, no. He said tea, but he didn't say where. Do you mean he left before you could find out? He's a tough wizard to pin down. Anyway, message delivered. Bye. Where could he be having tea? I don't know. Say, if you were gonna have a cup of tea, wouldn't you want to have it at the best restaurant that you could find? Oh, of course. Chef's Bistro. Yeah! Let's go drop by Twilight Town and we can see if Merlin's there. So, der liebe Merlin sucht uns und ist in dieser Zeit am Tee trinken in Twilight Town beim kleinen Ratatouille. Wie es aussieht und wie es nach dem Ton tönt, sind wir wieder selber verantwortlich. Du hast Gummistufe 24 erreicht. Du kannst nun ein zweites Minichat auf deine Reise mitnehmen. Also so einen kleinen Minichat können wir jetzt einen mehr mitnehmen. Welchen Aufbruch den Minichat B und einen neuen Minichat einzurichten. Also blöd gesagt, warte jetzt mal, ich probiere das jetzt gerade mal ganz kurz aus, weil wir müssen ja jetzt eigentlich in diese Welt hier über zurück. Okay, da haben wir ja sowieso, glaube ich, alles erforscht. In dieser Welt sind ja immer noch 2 Welten verborgen und wir haben bis jetzt die Welt Monstropolis erledigt, sonst eigentlich noch gar nichts, sonst wäre jetzt da noch Arendelle. Aber ich würde sagen, wir machen uns am besten direkt zum Twilight Town in dieser Welt landen. Jawohl! Ventus Herz befindet sich also in meinem Herz. Wie ist das passiert? Ob Rico was darüber weiss? Herzog Vanitas, Herzog Ventus, Herzog auf der Suche, Herzog Monstropolis, Herzog schlechtes Timing für so eine Erkenntnis. Uiui, okay. Ja, dann lassen wir mal so stehen, aber es sind jetzt ziemlich viele Informationen dazugekommen. Wir begeben uns langsam mehr in den Infobereich von Kingdom Hearts. Ihr habt jetzt gesehen, Daqua in der Dunkelheit, wie sie ins Wasser geschossen worden ist und der König und Rico suchen ja eigentlich komplett nur nach ihr. Dass man das einmal im Großen und Ganzen weiss. Ja, und was gibt es sonst noch zu erzählen? Erkunde die Welt. Okay. Wisst ihr aber was? Ich weiss, in dieser Folge sind ziemlich viele Szenarien und nicht wirklich viel Spielen. Dafür spielen wir umso mehr in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine kleine Runde mit eurem Schweizer Kingdom Hearts 3. Danke vielmals fürs Einstellen. Bis zum nächsten Mal und tschö!